Hallihallöle, ich bin's, euer Blausteiningenieur. Und guck, da haben wir meinen Zombie-Triller. Triller. Bohrmaschine. Zombie-Bohrmaschine. Und ihr seht, ich merke grad. So sieht das Original aus. Ich hätte es ja noch ursprünglichen Zustand zurückversetzen können. Ja, nicht ganz. Bis dahin habe ich mit Knetmasse festgelegt. Weil das könnte man. Ja, dass ihr den vollen Effekt habt. Ei. Ihr seht schon, bin Profi im Bastler. Wobei, vielleicht auch Profi im YouTube-Dingens da irgendwann mal. Das hängt davon ab, wie ihr das so seht. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Lasst einen Kommentar da, wenn es euch nicht gefällt. Das hätte jetzt der Profi sagen. So sieht das Ding im Originalzustand aus. Und ich habe da ja vorgehabt, so einen Triggerguard hinzumachen. Und ich habe es auch schon gemacht. Hab den. Ihr seht, das Grün trifft es nicht ganz, weil mir das schon ziemlich gut gefällt. Das habe ich von meiner ersten eigenen Blaster gekauft, weil ich so grün haben wollte. Und ich habe gedacht, wenn ich den Triggerguard schon mache, das Ziel von Röhre, das hört da auch abrupt auf. Das gefällt mir nicht. Da war aber auch was noch. Das lässt sich jetzt halt nicht mehr drüber schieben, aber die Dinger, die kann man ein bisschen aufbiegen und dadurch geht es nicht drauf. Das wäre jetzt halt noch cool, wenn das Grün der Ton wirklich treffen würde. Muss ich mal gucken, vielleicht experimentiere mit Grün ein bisschen rum. So, seht ihr jetzt. Da guckt die Knetmasse jetzt raus, das gefällt mir nicht. Oh, innerer Monk unglücklich. Das muss man alles ein bisschen. Oh, lass. Ai. Lass halt fallen. Ich hab bloß alles davon, deswegen müssen wir uns noch bücken. Harte Arbeit, ich sag's euch, harte Arbeit. So, Delle. Und dann. Und das wieder noch. Was ich jetzt noch gemacht habe, ist das. Den Schutz auf der anderen Seite einfach nur grün gelassen. Und ich glaube, das mit Orange gefällt mir besser. Und ich habe noch extra 3 Pfeile gelassen. Da als Pfeilspeicher. Und ich würde ja sagen, bei dem Versuch sind keine Pfeile zu Schade gekommen, aber guckt, wie verkratzt der ist. Der schöne Pfeil. Das ist auch faszinierend. Hier gibt es in zweierlei Grün. Das sind beides Nerv. Der eine, ich weiß nicht, ob je nach Bildschirm und je nachdem, ob die Kamera das einfängt. Ich glaube, der da ist ein bisschen heller. Vielleicht steht auch schon länger im Regal. Ist egal. Der ist jetzt hier, der fliegt aus. Oder was heißt, hier nicht, aber den lagern wir nicht bei dem Blaster. So, Dele. Und ich hätte sagen, auf die andere Seite klebt man das auch. Ich habe noch ein paar Pfeile da. Was können wir denn da? Da. Nochmal einer. Und nochmal einer. So. Das könnte man so da. Oder ist da vorne leer. Das kann man. Von da lädt sich einfacher, weil das ist halt. Und da muss ich die Hand immer umdrehen. Das ist ganz praktisch, zusätzliche Pfeile da noch zu haben. Kann man schnell, wenn man ruhige Minute hat, für den Nachladen. Wenn man ganz ruhige Minute hat, dann lädt man noch das wieder nach. Und dann hat man das ja so. Und ich denke, das Orange ist nochmal ein schöner Akzent. Vor allem da fällt es nicht ganz auf, dass das Grün nicht ganz so passt. Da oben fällt es halt auf. Da kann man den Blaster auf eure. Das Hebel ist halt immer noch ein bisschen weiter runtergegangen. Und vor allem, wenn wir das Hebel so haben,
Da kann ich das ja diesmal wirklich bis dahin hinsetzen. Weil du schnallst ja wieder hoch. Da verstehe ich dann wirklich nicht, warum das so kurz ist. Ich meine, bei der Hammershot war das klar, wenn der Hebel unten bleibt, dann darf der nicht so lang sein, dass ich den da mit der Hand wieder verdecke. Wenn der jetzt länger wäre, da wäre die Gefahr dann, dass man mit der Hand drüber geht und dann passiert halt das. Aber so. Ist ja auch was selten. So passiert doch recht wenig. Ich glaube, auf der anderen Seite klebt man das Ding auch noch. Mir gefällt die Datenaufbewahrungsmöglichkeit besser. Eigentlich könnte man hier noch welche noch machen. Das wäre dann oder hier so seitlich hoch. Das wäre auch eine Möglichkeit. Da fällt da eine Schiene. Da können wir da noch mal eine ganze Stapel voll Pfeile noch machen. Da noch mal eine ganze Stapel voll Pfeile. Gott, der blast auch mit links. Gott, mit links. So, jetzt ist die Trommel wieder leer. Gut, wenn man es mit Einzeln macht, dann geht's recht zügig. Ich sage, wir kleben die andere Seite noch. Ausdruckt habe ich sie. Dann gucken wir uns nur kurz an, was für Iterationen ich gemacht habe. Ich ist heute mal kurzes, knappes Video. Hoffe, das passt euch auch. Die letzte waren ein bisschen länger. Ist ja auch mal okay. Aber so knapp ist nebenbei. Und das hat jetzt für mich schon einiges Geschäft gebraucht, aber ich brauche jetzt keine Stunde erklären, was ich da Eieiei. Wieder? Nee. Sei vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. So. Gucke, dass das nicht überläuft. Das habe ich alles ein bisschen kleiner gemacht, wie das Grün, dass man seitlich noch so einen Rand von dem Grün hat. Das war die Idee dahinter. Was mir dann auch noch gekommen ist, nachdem ich das schon geklebt habe. Ui. Das habe ich jetzt sauber zentriert dann. Oh. Kleber wirkt schon. Verdammt. Ah, schade. Ah, schade. Oh je. Ja. Ja, was mir auch noch kommen ist, dass ich da vorne das eigentlich abschließen hätte können. Aber dann weiß ich nicht, hätte dann da der Honor aufgehört, hätte ich die Rundung noch mit designen müssen. Also so ein richtiger Triggerguard wäre halt nicht gegangen. Ihr seht, da wäre gerade das bisschen, also zumindest wenn ich es in der Hand habe, das bisschen wäre noch frei gewesen. Aber wobei, das hat da noch auch so recht wenig Abstand. Da ist nicht arg viel Platz.
Das ist gerade so, dass von der Hand her passt. Ja, dann kann ich halt die Schokoladenseite nach oben packen. Dann kleben wir wieder den Deckel drauf, weil das ist jetzt auch erledigt. Oh, das sieht doch schick aus, oder? Das sieht doch schick aus, hätte ich sagen. Ja, Iterationen. Ich habe da Vorversuch gemacht. Das habe ich einfach so ein bisschen hoch, dass das gerade so stabil ist. Man seht ihr, da habe ich Millimeter weggezwickt. Und da war ein Millimeter zu viel. So. Dann war das die zweite Iteration. Die war schon ziemlich nah dran. Das habe ich dann, glaube unter den Winkeln noch ein bisschen geändert und ein bisschen breiter gemacht habe ich es aber nicht arg. Und bei dem Ding habe ich auch, eigentlich, das ist die zweite Iteration, die da drin ist. Ich habe fälschlicherweise das erste Mal ausgedruckt. Da habe ich irgendwie einen Blödsinn gemacht. Ich glaube, das hätte man nicht braucht und das war irgendwie die Schiene auf der falschen Seite. Ja. Und das ist keine Iteration, das ist einfach nur ein Fehldruck. Da hat es mir das vom Druckbett weggefegt. Das ist so PTEG oder PTEG, was Englisch haben wollt. Und irgendwie mag das der Drucker nicht ganz so, glaube ich, oder das hebt. Oh, das sollte man da mal an das Bett dafür kaufen. Ich weiß es nicht. Das habe ich jetzt mit einem anderen Druck schon ein paar Mal gehabt. Aber das Orange sieht halt einfach cool aus. Das passt so richtig shit zu dem Orange. Das da nicht schön ist. Jetzt hat auch noch das Grün sauber passen. Ist immer noch. Ja. Das hat es halt mit Sekundenkleb hinklebe statt mit der Knetmasse, aber ich traue mich nicht. So, jetzt passt doch. Arg viel besser hebt es dann mit Sekundenkleb auch nicht. Das wäre dann, und das könnte man schon machen, wenn man also richtig professionell haben will, da mit Spachtelmasse, aber dann ist halt die Bedruckung dann auch weg. Oder man mit Spachtelmasse dann den Plaster lackiere und dann hat man das so richtig schick abgeschlossen. Das, ja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Packen wir das weg. Das landet in Ablage. Gelbe Tonne. Oder Ablage P. Ja, nicht im Papierkorb. Aber das kommt nicht ins Archiv. Das habt ihr jetzt gesehen, das passt. Schießen wir noch ein paar Mal. Oh, kann man das jetzt. Man könnte es jetzt auch zweihändig heben. Falls der Plaster gar so gewaltig wäre. Das war der leere. Da bliebe. Der ist wieder rein. Da ist noch einer. Aber ist schon geladen. Ja. Und das ist der Nachteil. Man muss auch fühlen, ob man geladen hat. Auch die Pfeile sieht auch gut aus. Die da nicht drin stecken. Ah, so habe ich mir das vorgestellt. Und vielleicht machen wir nächstes Jahr mal ein Projekt, wo wir so ein komplett. Oder, naja, ich will eigentlich einen eigenen Plaster machen mit Hämmerle. Und dann können wir dann auch das Design so gestalten, wie lustig ich bin. Ja, ist schon schönes Plaster. Mann, ist halt ein bisschen. Oh, mit bin ich. Ist halt ein bisschen anders wie die Hammershot. Aber das Grunddesign ist ziemlich ähnlich. Auch 5 Schuss Blaster.
Aber dafür hat das vorne noch gescheiter Lauf und nicht so wie die Hammershot, die da einfach irgendwie so halblebig aufhört. Ja, irgendwie. Ach, wir können morgen noch mal Ninja Turtle Blasters da dagegen legen. Weil die habe ich auch modifiziert. Die haben nämlich auch keinen Lauf gehabt. Und ja, die habe ich dann auch modifiziert. Verlinke euch das Video, wenn ich dran denke. Und ich habe auch noch ein paar Hammers Vergleiche. Also wo ich ein paar Hammershots gezeigt habe. Ich habe glaube 4 Stück oder so. Mit alle mit unterschiedlichem Aufdruck. Haufen Grust habe ich. Verlinke euch die Videos, wenn ihr dran denkt, die ich erwähnt habe unten. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Blästern. Euer Blaster-Ingenieur.